Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil Remake auf Pelzig. Ich habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht. Das ist nie gut, wenn ich das mache, ich weiß. Aber wir gehen jetzt mal kurz hier raus, weil das tolle Emblem, was wir in der letzten Episode kriegt haben, das brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Und da so ein Speicherraum unmittelbar in der Nähe ist, würde ich das Zeug eigentlich ganz gern verstaue, vor allem verstaue. Vor allem, wenn diese Truhe miteinander verbunden sind, was ich unglaublich geil finde. Machen wir das nämlich gleich so. So. Das Windwapper kann erstmal hier rein. Gut. Dann ist der Stauraum nämlich schon mal aus dem Inventar weg. Ist zwar wichtiges Waffe, also wichtiger Gegenstand, aber noch brauchen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal auf die Anader, ne? Oder gucken wir mal in den anderen Raum rein, so rum. Ach, Wortfindungsstörungen werden immer schlimmer bei Horrorspielen vor allem. Alle hopp. Gucken wir mal, was hier lauert. Ich bin auf jeden Scheiß irgendwie gefasst. Ein einzigster Raum. Okay, sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Okay, Farbbänder, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Da verschwende ich jetzt keinen extra Slot im Inventar. Erste-Hilfe-Kasten. Ich weiß nie, wann man das Ding mal brauchen kann. Schublade ist leer, das Regal. Ach. Wir gucken uns mal an. Ah ja. Okay. Du hast ja Erste-Hilfe-Spray drin. Ja. Sehr schön. Okay, das können wir eigentlich gleich wieder direkt ohne Verstaue, würde ich sagen. Schublade ist leer, Regal 8. Die Fußspur scheint Mitte durchs Bett zu führen. Höre ich jetzt aber nicht so gern. Ja, ansonsten ist hier... Ah, doch, da unten liegt noch was. Okay, normales grünes Kraut. Das ist trotzdem immer gut. Nehmen wir auch mit, das Zeug. Okay, es sieht dann wohl so aus, als wäre das nur so Mini-Abstellzimmer, ne? Hier unterm Stuhl oder so ist nix. Schublade ist leer, Regal. Ach, aller hopp. Dann haben wir das wohl abgefrühstückt. Bringen wir gerade unser Heilutensilie noch unter. Und gehen dann den Flur weiter. Also den Bereich haben wir jetzt sowieso schon abgehandelt. Das heißt, wir können nochmal runter. Also hier in dem Gebiet fühle ich mich wenigstens einigermaßen sicher wieder. Weil die beiden Zombies hier auch wenigstens endgültig tot sind. Das ist eigentlich schon eine gute Gewissheit. Das ist schon was Schickes. So. Das schmeißen wir gerade mal hier. Genauso wie das. Aber da liegt ja noch was. Nehmen wir natürlich mit. Und legen es direkt auf die Truhe, dass wir überall Zugriff darauf haben. So, dass wir in jedem Ruheraum sozusagen darauf zurückgreifen können. Okay, damit sind wieder 2 Slots im Inventar frei. Und wir können weiter untersuchen. Ohne uns ständig im Kreis zu drehen. In der ersten 2 Episoden habe ich das Gefühl gehabt, wir drehen uns ständig im Kreis und kommen nur sehr schleppend voran. In der letzten Episode und heute finde ich dann doch eigentlich, dass wir relativ gut vorankommen. Ja, bitte, dass da nichts sei. Ja, okay. Gut, dann fühle ich mich wirklich sicher hier in dem Bereich, wenn beide Zombies tot sind, der Ende geköpft, mehr oder weniger, der Kopf weggeschossen und der andere angezündet. Fühle ich mich hier sicher. Okay, das Kraut lasse ich jetzt nur Kraut sein. Da geht es noch weiter durch eine verschlossene Tür. Leere Kamin. Okay, Bild von einem halb gebauten Haus. Sieht sehr wie das hier aus. Alles klar, da war das wohl eine Dokumentation von dem Ganzen. Ah, Moment. Kann ich doch mal Feuerzeug verwenden? Ah, da aber habe ich nämlich gesehen, dass da was ist am Grundriss. Eingeritzte Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Komodotra? Irgendwie? Vielleicht? Möglicherweise?
Haben wir da was zum Shiva oder so? Finstere Wald scheint endlos. Hier scheint es kein heißer zu geben. Ja, das Ding liegt wohl wirklich ziemlich abgeschottet. Und alle hier in der Gegend. Können wir dort mit irgendwas anfangen? Können wir Kerosin verwenden? Nö. Okay, noch einmal? Ne, können wir auch nicht. Die eingeritzte Striche im Relief glühen rot. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber es hätte mich interessiert, ob ich hier möglicherweise noch, ne? Was mitnehmen könnte, die Karte, ne? Es sieht man nämlich aus, als wäre es die Karte hier vom ersten OG. Können wir das Feuer wieder löschen oder so? Nee, ich glaube, da haben wir nichts dabei dafür. Gerade nochmal drauf geguckt, wie ich derzeit so dran hänge, ob ich noch im Rahmen bin. Tja, Moment. Moment, da hinten sind doch auch noch Kerzen. Alter, diese Steuerung mit einer festen Kameras, das macht mich fertig. Da hinten komme ich aber nicht dran, ne? Ah, die Playstation ist auch wieder ganz schön laut. Warte mal, nee, brauchen wir auch nicht. Tja, können wir hier irgendwas anzünden? Sonst noch was anderes? Nee. Ups. Ansonsten haben wir hier nichts anderes mehr, ne? Da guckt man noch raus. Nee, das möchte ich nicht mitnehmen, das rote Kraut. Tja. Tja. Ja, das ist nur das, aber... Blöd. Ich hätte die Karte ganz gern. Der ist verschlossen. Helmsymbol. Alles klar, das heißt, hier gucken wir sowieso gerade nicht weiter. Dann können wir genauso gut auch natürlich wieder rausgehen. Ich mag gerade mal was ausprobieren. Vielleicht haben wir was anderes, was hilft. Das möchte ich gerade ausprobieren, vor allem wenn wir jetzt hier unser Inventarbox in der Nähe haben. Ich habe auch trotzdem immer... Es bleibt immer noch diese Grundangst, dass die Zombies trotzdem wieder zurückkehren hier und irgendwo an der Ecke lauern. Also die Gefahr ist trotzdem noch allgegenwärtig, finde ich. Also das Spiel versteht es durchaus schon so gruselige Grundstimmung und so leicht die Paranoia auszulösen. Das Holz Passepartout hätte ich ganz gern verwendet. Eventuell kann ich das so, ne? Möglicherweise kann ich das so reinpfeffern. Holz brennt und so. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es ja genau dafür gedacht. Wir probieren es einfach mal. Ansonsten habe ich einen Gegenstand wie Wasserkrug oder sowas. Oder ein Eimer voll mit Wasser oder sonst was. Das ist irgendwie... Muss ich hier irgendwas da machen können. Vielleicht der Kamin noch ein bisschen stärker anfahren, ne? Indem ich noch ein bisschen Zunder dazu schmeiß. Wir probieren es einfach mal aus. Was kann's schon schade? Ha! Ha! Nicht so, wie ich mir's gedacht habe, aber sie hat anscheinend eine andere Verwendung dafür gefunden. Das ist eine Karte vom Villa OG. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Ja, perfekt. Perfekt. Das sieht doch super aus. Okay, jetzt sehen die Karte von Villa erstes OG. Anscheinend war dieses Holzgedöns tatsächlich nur dafür gedacht. So kann's gehen. So kann's gehen. Ich habe mal eigentlich gedacht, jo, wisst was, wir feuern den Kamin noch mehr an, damit es noch stärker glüht und das möglicherweise runterfällt vor lauter Gut, aber das ist auch nicht schlecht. Anscheinend eingebrannt in das Holzstück, ne? So wie ich mir das jetzt vorstelle, hat sie das Holz da drauf gedrückt und da das Rot geglüht hat, hat es anscheinend dann in dem Holz die Karte eingebrannt und die hat sie dann mitgenommen als Holz negativ. An sich eine ziemlich coole Technik. Erscheint auch logischer als der Scheiß, den ich mal gedacht habe. Das ist erstes okay. Warte mal. Halte mal eine Gaul an. Wir gehen gerade nochmal in den anderen Gang zurück. Upsala. Das ist einfach nur wir krähen. Vor allem wir drehen uns nur im Kreis hier. Wir gucken nochmal den Flur entlang. Irgendwann lerne ich es noch. Irgendwann lerne ich es noch, ihr liebe Leute. So rum. Na? Ja, genau. So, hier wollte ich. Da komme ich, glaube ich, noch nicht durch. Ah!
Dafür habe ich den Rüstungsschlüssel dann anscheinend gebraucht. Gut, nachdem wir dann jetzt hier hin, kommen wir auch hier weiter. Oh. Okay. 4 Rüstungen. Okay, warte mal. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Das ist ein Schalter. Betätigen. Erstmal noch nicht. In der Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und Sie können es nicht erreichen. Na gut, dann müssen wir erstmal hier, ne? Wieder zumachen. Halt. Was hat der gehabt? Keine Ahnung, was der gehabt hat. Der hat eine Axt gehabt, oder? Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Keine Ahnung. Wird sich zeigen, oder? Ich meine, was kann schon im schlimmsten Fall passieren? Okay. So. Haben wir hier Hinweise oder sowas? Warte mal. Kommt jetzt der andere wieder raus? Ja, anscheinend. Tja. Ja, wir müssen hier drin bleiben, die Lotta Louise, ne? Okay. Irgendwas hat funktioniert, die sind wieder eingerastet. Und dann drücken wir mal den Schalter, und dann geht hier was hoffentlich auf. Ja, es geht was auf. Okay, was haben wir dann hier Schickes? Rätselhafte Kaste sind immer gut. Dann nehmen wir doch gleich mal mit den Schmuckkaste. Und da hier Zombies rumlungern, prüfen wir das Ding mal. So, ein Schalter. Ich gucke mal es erstmal noch mal ganz an. Da scheinen Einbuchtungen drin zu sein, ne? Okay, der Schalter war hier. Ja, dann drücken wir mal. Schmuckkaste. Tut sich nichts. Da ist auch ein Schalter. Dann drücken wir einmal. Hoch. Anscheinend sind sie gescheitert. Okay, Moment. Haben wir hier irgendwie ein Zeichen dafür? Moment. Die Einbuchtung ist leer. Hier haben wir anscheinend auch keine Hinweise oder so da drauf. Das sind ja ganz andere Symbole hier. Ach. Was jetzt noch mal an? Bild von Sonne und Mond. Auf dem Teller steht Sonnenlicht weckt mich. Okay. Sonnenlicht weckt mich. So. Denn du? Ah. Dort drin ist eine Maske versteckt. Eine Todesmaske. Eine Todesmaske ohne Augen, Nase oder Mund. Du wissen wir ja auch, wo wir das Ding abzuliefern hin. Mhm. Dann haben wir anscheinend Annie von der Maske, um das ins Verlies zu bringen. Gut. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Warte mal, dann gehen wir hier nochmal entlang. So, da geht's nochmal irgendwo hier. Okay, da konnten wir jetzt auch mit unserem Rüstungsschlüssel höchstwahrscheinlich durchkommen. Aber, bevor wir das machen, gehen wir erst nochmal hier. Die Todesmaske hätte ich ganz gern abgeliefert schon. So. Dann muss ich so rum. Und ja, genau. Dann liefern wir das Ding doch gleich mal ab. So, dann müllt es uns nämlich auch nicht unser Inventar. Und auch nicht unser Inventarbox zu. Wenn wir das Zeug direkt abliefern. Ich meine, wenn wir es jetzt schon hier so um die Ecke haben, ne? Dann sollte man das Zeug auch direkt hier bringen, wo es hier gehört. So. Geh runter. Dann gucken wir uns dann Kerle nochmal an, wo alles fehlt. Okay, ich glaube, das war der da, oder? Loch anstelle vom Mund. Na? Das ist der ohne Nas. Anstelle von Augen, Nase und Mund. Das ist unser Kumpel.
Maske ohne alles. Genau. Hoppla. Das scheint dann wohl den Sarg runterzulassen. Okay. Dann gehen wir hier wieder weiter. Hier spawnen zum Glück keine Zombies, nachdem ich das Zeug abgeliefert habe. Aber wie gesagt, die Grundparanoia, die bleibt bestehen. Alles klar. Gut, gut, gut. Dann können wir ja wieder do die Treppe hoch, war das? Do hier rein. Ich entwickle mich so zum richtigen Crack mittlerweile wieder. Dass ich mal wenigstens eine Grundorientierung habe. Genau, das war dann hier. Da können wir dort noch eine Runde weiter spazieren. Und können jetzt hier in die D-Reihe. Durch die D, durch und in der Raumreihe. Gott, in die D-Reihe wäre ein bisschen ekelhaft. Stöhnet hier etwas. Richard! Ah, den kennen wir. What Anscheinend. happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Okay, dann haben wir Vater Ritchie jetzt anscheinend auch schon eine Mission, die wir erledigen können. Wo auch immer wir jetzt lang gehen. Ah ja, okay, da müssen wir hier. Wir sind gerade wo? Da. Und da müssen wir hier. Ja, ist doch gut, dass das auch gezeigt wird. Dann machen wir das doch. Und gehen direkt links rum. Na, das ist ja... Ja. Da kommen wir wieder in die Haupthalle rein. Und kümmern wir uns drum um der Schlängli. Der Schlange Ritchie. Dann einmal gerade in die Richtung. Ist doch richtig so, oder? Ja. Mhm. Und dann bei der letzten der wieder Reihe over in der Galerie. Und dann ist das Wasser eigentlich. Da müssen wir nochmal die Treppe vorbei. Und ich glaube, wir müssen nochmal am Heißhunger Harry vorbei. Hier. Und der Heißhunger Harry lungert hier bestimmt schon rum. Dann können wir dabei aber dann endgültig auch niedermachen. Genauso wie dann eklige Schneller. Was? Ja, da müssen wir runter. Ah, da ist er. Okay. Warte mal. Moment. Dann zünden wir dann gleich mal an, den Drecksack. Ich habe keinen Bock darauf, dass der Scheiß sich wiederholt. Und das Arsch... Du, dreckiger Schmierkopf und Scheißtyp. Oh, Alter. Kann man dann gleich anzünden? Oh, nee, der lebt noch. Oh, Alter, wie der so Nosferatu-mäßig wieder aufsteht. Was eine Pottwildsau. Das brauchen sie jetzt nicht von wegen, das brauche ich mehr denn je. Mir geht schon wieder ganz schön die Pumpe wegen dem Arschloch. So, jetzt aber. Ah, okay, du breit sich Blut wieder aus. Zünden A. Um Himmels Willen, zünden A. Boah, Alter. So, das war mein Ende Double Tap mal wieder. Um auf Nummer sicher zu gehen. Wie sieht's hier unten aus? Okay, der Kadaver liegt noch. Gut, dann muss es hier das Serum geben, ne? Warte mal. Haben wir hier noch Kerosin oder sowas? All die Schreibmaschinen. Okay, da brauche ich natürlich mal wieder mein Farbband dazu. Aha, da ist es Serum. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir das jetzt nämlich auch noch mal ganz kurz. Huch. Da hätte ich ganz gerne mal gespeichert.
Einfach nur mal so zur Sicherheit. Ich will das Farbband verwenden. Wir speichern jetzt mal hier. Medizinischer Lagerraum. Das wäre nämlich auch mal erst die Anlaufstelle gewesen, wenn es nicht an der Karte angezeigt worden wäre, wo ich hinzugehen habe. So. Dann können wir jetzt nämlich unser Farbband wieder wegpacken. Rein damit. Und ich sollte noch irgendwo Kerosin mitnehmen. Okay, dasselbe Weg wieder zurück für der Richie. Und dann schauen wir mal, was wir dann geheilt kriegen. Ja, dass der schon ein paar Stunden tot ist, weiß ich. Aber ist hier nicht noch irgendwo ein bisschen Kerosin oder sowas unterwegs? Nee, anscheinend nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal zum anderen Abstellraum. Zu dem, wo die Schreibmaschine war, wo eigentlich 8 Zombie-sicherer Bereich ist. Und zapfen uns da nochmal Kerosin ab. So, die 2 Arschlöcher sind jetzt auch endgültig weg. Boah, Alter. Ekelhaft. Das heißt, der Heißhunger-Harry und der Rotkopf Rudi sind jetzt auch weg. Ich nenne jetzt einfach mal so. Ich habe nämlich auch noch geguckt von wegen Rot gesehen. Die Art von Zombies heißen tatsächlich Crimson Head, also scharlachroter Kopf. Deswegen ist es für mich der Rotkopf Rudi. Oder generell alle von der Resort sind für mich die Rotcap Rudis. Moment. Das war der Blickwinkel, genau. Gehen wir wieder dort hier. Gehen wir wieder in die der. Dann heilen wir erstmal der Richie. Und dann gucken wir mal, dass es so weitergeht. So. Hier lang. Und das kommt mir bekannt vor, ja. Ich hoffe, er überlebt's auch. Rettung für Richie! Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Okay. Trophäe erhalten. Das Unvermeidliche in Kupfer. Na, lebt er noch? Ja, sieht so aus. Oder? I'm okay. The others... Okay, also dem geht's noch einigermaßen gut. Was ich in der Episode noch machen wollte, genau, ist, dass ich jetzt noch losziehe, um Kerosin zu besorgen. Weil sonst schleppe ich den Kanister ja vollkommen verumme mit mir rum. Und dann kann ich auch den Cut für heute machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal lang. Ist es die der? Jo. Gehen hier rein. Und dann fülle ich gerade nochmal Kerosin auf, Speicher für heute. Und dann war es das auch erste Mal. Mehr können wir auch heute großartig gar nicht machen, denke ich, ne? Wenn ich jetzt wieder was anderes anfange, das wäre ein bisschen blöd. Aber ich habe heute noch Zeit für 2 weitere Episoden aufzunehmen, deswegen. Aber trotzdem, man kann Share abspeichern. Okay, dann machen wir noch so. Ist jetzt... Okay, jetzt ist kein Kerosin mehr drin. Allerhaupt, den haben wir jetzt ausgeschlachtet. So. Farbband. Na. Nochmal. Ah, hier. Slotplatzwähler. Okay. Gut. Mhm. Und ich mag auch hier wieder auf den zweiten Spielstand überschreiben. Gut. Sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Und einer von unseren Kumpels haben wir wenigstens auch noch helfen können. Wenn das nichts ist, dann weiß ich ja auch nicht. So, das Zeug kommt wieder fort. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil Remake auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern.
Yankee.